Und wenn du willst wissen, was dein Purpose oder dein Zweig ist in das Leben, mir freut es, dass wir in der Kirche sind, wo du nicht mit in die Kirche kommst. Mir freut es, und ich bin dankbar, dass wir in der Kirche sind, dass wir kennen, kommen aus der Kirche. Und ich habe das so sehr viel mal gesagt, aber mir freut es, dass wir in der Kirche sind, wo du kennst, kommen, nicht matten. Mir freut es, dass wir in der Kirche sind, wo du nicht bloß Gott gehorsam ist, wie matten. Ich freue mich, dass wir in der Kirche sind, wo du Gott leben und willst helfen, ins erste Leben. Unser Leben zu Gott ist ein Outcome, das ist bloß ein Hand ab für ein Hand geben, für was er für uns getan. Uns freiwillig Hort läuft Gott, wir verstehen, dass er auf uns gelebt. Und ich freue mich, dass wir in der Kirche sind, wo du nicht bloß die Bibel liest, um einen Checkmark merken. Ich freue mich, dass wir die Bibel lesen, um hinter der Bibel mit der Person in Gemeinschaft sein, wenn die Bibel oder wem es Wort das ist. Und ich bin so sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so dort denken. Und ich bin wirklich dankbar für Lebenskirche. Wir sind in Hebräer, und die von uns, die hier sind gewesen in der vergangenen Zeit, wir haben die Anfäschen an, was anderes getan, haben die anderen kommen wir da und picken das Buch ab. Aber wir sind in Hebräer Kapitel 3, für die von uns, die würden gleich zu Tracking und zu sein. Und einmal lese ich nicht alles, und einmal lese ich gewisse Dinge zweimal. Aber wir würden gleich noch die in der Bibel haben, dass die können Tracking, dass die können sein. In Hebräer Kapitel 3. Ich will Ihnen ganz kurz bringen, woran das Buch geschrieben wird, was die Ursache der Judäi dahinter wird. Wenn die an denken haben, dass die Menschen zu wohnen, das Buch geschrieben wird, das erste Mal, die hebräischen Christen, dass wir so eine Menschen, die in einer Kultur werden abgewaschen, die ihr ganzes Leben haben, die Bibel gehört, das Alte Testament gehört. Die haben dort muss lernen. Viele von denen von Smarts bis zu Uwes, die müssen proben, die Bibel oder die Gesetze auswendig zu lernen. Weil es ist sehr wichtig, dass die Gesetze wurden festhalten, dass die Gesetze wurden ausleben. Und so, die haben ihr Leben sozusagen hingegeben, um das Gesetz zu holen. Aber alles, was das Gesetz tut, ist immer wahr, dass die Menschen sagen, die kostet nicht. Die hast noch nicht genug getan. Das ist nach dort, das ist nach dort, das ist nach dort. Und diese Menschen, die haben in so einem Gesetzleben gelebt, aber niemand einmal haben die gute Nachricht von Evangelium gehört, und die haben Jesus angenommen, die sind frei geworden. Und was die so zu sein getan haben, ist, die haben all das losgelassen, was im Alten Testament müssen nur üben, oder die Gesetze losgelassen und haben sich auf Jesus verloren, weil Jesus hat den Sinn betont. Dort sind diese neue Christen, zu wem das Buch geschrieben wird. Aber es kommt eine Zeit, wo so viel Druck oder Pressure wir von den anderen Juden die wollen sich nach Hause alle Gesetze holen, dass die wollen diese neue Christen nicht dort merken. Die haben Jesus all dort gemerkt, die wollen diese neue Christen dort merken, weil die verleiten sich auf Jesus und die nicht mehr alle Gesetze nur üben, was die sollen tun. Ja? Und die kommen dazu, diese neue hebräische Christen, die kommen dazu, wo die dort schwor fingen, sich auf Jesus zu verlassen, die Janker treu zu gehen, nur das alte Gesetz, von wo die kommen, die Janker Variante zu tun, dann hast du nicht so viel Druck. Und die zweifeln einmal, sollen wir uns auf Jesus verlassen, oder sollen wir nach einmal uns und das festhalten, wo wir uns einmal haben festgehalten? Die zweifeln, dass Jesus genug ist, die zweifeln, dass die Sachen beides tun, die zweifeln. Und das ist nicht eine sehr unbekannte Geschichte, weil wenn ich jemand von der Frau in die Hand abzuheben, die von jemand wird mal so dort gedacht. Ich glaube, meist alle von uns sind tätig oder laut mal ans Leben durchgewasst, wo wir auch so dort denken. Nicht? Wir haben geprüft, mit unseren Worten das Beste zu tun, und wir wissen nicht, was wir dort würden vollbringen. Und wir proben und wir wissen, wie wir nicht gut genug tun, uns die Säuligkeit verdienen. Und einmal dachten wir so, okay, ich würde bloß mal alle weichschmieden. Right? Dass wir schwor unternehmen, dass die nicht bloß mit deinen Worten in den Himmel ankommen, aber mit einmal Leute, wie das alle los, dann fallen wir in Jesus in den Hängen und sehen, ich vertraue dir mit alles, was ich habe. Irgendwer von Ihnen mal gewusst? Ja? Ich lud mein Leben bloß mal in Jesus in den Hängen,
willst die gute Nachricht ist, dass Jesus hat für mich betult. Und wir nehmen das schließlich an, dass Jesus hat alles betult für uns. Das wird die gute Nachricht von Evangelium. Aber es sind viele von uns, von dir, wir sind tätig oder laut, was du weißt, wo wir sein, ich weiß nicht, was das genug ist. Wir zweifeln einmal, dass ab Jesus verluten wirklich alles ist, was wir brauchen. Wir zweifeln, dass Jesus vertrauen, mir wirklich was durchbringt. Ist das genug für die Radung? Und ich will nicht mehr in den Hänge abheben, aber viele von uns, wir haben tätig oder laut gezweifelt, dass Gott wirklich alle Sinn von uns vergeben hat. Besonders da, wie glauben wir Gott Vergebung für. Right? Und dann fangen wir an zu denken, so soll ich Christus vertrauen mit alles? Oder muss ich nach dit und tun, damit ich das vielleicht vor einem Tag merken? Und wenn du so denken, das kriegt zu dir, wem es zu dir ist das geschrieben, wie es der Schreiber von Hebräer, der sei dries mit dem Punkt, der sei klar mit dem Punkt, und der fängt an, das steht in Vers 1, Hebräer 3, Vers 1, der sagt, du wären heilige Brüder. Und ich würde gleich noch dort merken, der sagt, du wären heilige Brüder, die auch mit uns vom Himmel her gewählt sind. Weil han sollen dort Port merken, der redet zu heiligen Menschen. Wenn er sagt Brüder, der redet nicht bloß von Männern, der redet von Männern früher, das ist generelle Wort zum sein Geschwister. Okay? Der sagt, du wären heilige Brüder, und das meint Brüder und Schwestern. Und ich will han sollen dort merken, das sind heilige Menschen. Und bloß eine kleine Erklärung geben, heilig meint perfekt rein für Gott. Heilig meint ganz rein für Gott. Das ist, was das meint. Das meint rein in ein Pott gestellt für etwas Besonderes. Nu, könnt ihr verstehen, warum diese Menschen heilig werden? Warum werden die rein? Wegen was die tun haben? Das ist nicht wegen der Gesetzen, was die geholt hat, wegen keiner kann das Gesetz holen. Das wir wegen die haben sich endlich an Jesus in die Hände gelassen und gesagt, was du für uns tun hast, ist genug. Das wir heilige Menschen nicht wegen was die tun haben, das wir heilige Menschen wegen was Jesus für uns tun hat, der hat das genug angenommen. Das ist, woran die Heilige sprechen wollen. Und das ist sehr wichtig, dass wir das sein. So, er sagt, du wären heilige Brüder, die auch mit uns vom Himmel her gewählt sind. Und es ist wichtig, dass die dort sein, weil keiner hat diese Menschen heilige sprechen von ab der Welt, das kommt vom Himmel rauf. Keiner kann die heilig sprechen, keiner kann die heilig merken, bitte das kommt vom Himmel rauf. Kein Prediger, keine Kirche, kein Ältester kann die heilig merken. Keiner kann die deren für die Tischlüten. Und ich weiß nicht, wer wie meist nicht so dort hören, aber keiner kann für die Himmelsderen oben Tischlüten. Dort kommt von Jesus. Okay? Menschen können das nicht tun. So von Himmel her sind die gewählt. Und das wichtige Wort, was ich will haben, sagen morgen hier bin, ist, das ist nicht ein Wort, was du passieren wird, wenn du Schlangen genug gerackert hast. Das ist, was du all passiert ist. Das ist Present Tense. Das ist also dort. Je sind heilig. Je sind vom Himmel gewählt. Und wie weit Gott das sagt zu den Menschen, wenn du ihr Leben haben auf Jesus vertraut. Ich würde mich hier abdrecken, da ist es wichtig, dass wir das Port sein, wie die nächste Version sein will. Wenn wir das nicht sein, dann verspielen wir den Weg, wenn wir lesen dann. Und ich will haben gesagt, das in den Gedanken holen, wie die nächste Version lesen. Der sagt, du wären heilige Brüder, die auch mit uns vom Himmel her gewählt sind. Und dann sagt er, kickt ab Jesus. Kickt ab Jesus. Gewisse Übersetzungen sein, habt ihr einen Gedanken an Jesus oder ein Mindset an Jesus. Ich will Ihnen drei bringen, Frau, und zu wem redet er hier? Der redet nicht bloß zu den Menschen, die sich nach Himmel bekehrt haben, weil wir glauben immer, die gute Nachricht von Jesus ist für die, die nach Himmel haben Jesus angenommen. Und wenn du Jesus mal hast in dein Leben angenommen, dann weißt du, dass die beste Nachricht für dein Leben, die beste Route für dein Leben, ist, du einen Sinn leben, das ist wie Jesus. Aber die ganz beste Route, die ganz beste Antwort für dein Leben, was du in Ewigkeit haben, ist immer Jesus. Das kriegt nicht, dass du Jesus nach Himmel hast angenommen, das kriegt nicht, dass du lang hast als ein Christ gelebt. Der redet zu heilige Menschen, wenn du da reingewaschen hast, Jesus im Blut, das sind so eine, was du gewählt sind vom Himmel, der sagt, halt deine Ohren oder halt deine Gedanken an Jesus. Kick ab nach Jesus. Das ist wichtig, dass wir das sein.
Und dann fängt er an, gewisse Dinge zu erklären zu diesen Menschen. Sagt in Vers 2, heu, because er redet von Jesus, remember, der sagt, heu wie Gott treu, der am Ende gesagt hat, so als auch Moses Gott an sein ganzes Haus treu wir. Der hat zwei Personen hier verglichen, der hat Moses und Jesus hier verglichen. Right? Nun für die Juden wird das sehr wichtig, weil die Juden hatten Moses ab dem Staubnapf gesagt, wo kein anderer Hand kann. Bitte Gott selbst. Aber wen viele von den Juden, die nicht angenommen haben, dass Jesus Gott war, für die ist dort ein Last drin, wenn die schrieb, Jesus und Moses ab dem selbst Schelfhand stellen wird. Manche die sagen, die Moses wie Gott treu, aber Jesus wie Gott treu. Die wären beide Gott treu. Und der stellt so zu sein, der stellt diesen, denk mal an das, diesen armen Steuermerker von Nazareth, den sagt er, beselzt gestorben hat, wo Moses ist. Und für die Juden wird das Blasphemie, für die Juden wird das, so dürft das nicht, dass du irgendwer wo kann, aus einem Mensch auf den Staub abkommen. Und ich sage bloß nach der Hand, die sind beide treu was. Aber dann sagt er hier Wort, was sehr wichtig ist, und er sagt, Jesus, und versteht, sagt, Jesus traf aber gerade ihr aus Moses. Niemand einmal hätte Jesus nach viel höher stellen, dann sagte Jesus, ist actually better aus Moses. Jesus traf actually gerade ihr aus Moses. Und wenn die Juden das hielten, wird damit könnte das nicht sein. Because die hatten einen Lehrer, ab wann die ihr Leben geschwappt hatten, die hatten einen Lehrer, ab wann die sich verloren hatten, die hatten einen Lehrer, dort wann die wurden je weiten Gott. Das Lehrer hat ihn in Ägypten gebracht, der hat ihn durch die Wüste gelehrt, der hat ihn in Kanaan gebracht. Das war die geradste Lehrer, was die hatten. Und der hat das Satz geschrieben. Aber niemand einmal erst du wer du besser geraten hast als das Guy. Und die kann das meist nicht begreifen. Nun, diese kleine Gruppe Christen, die haben das angenommen, aber die haben das zu tun. Die haben das an Moses zu tun. Die haben das das Gesetz zu holen. Die haben das das alle Leben zu tun, wo die haben muss raken und schaffen, um alles reich zu tun. Und um dort, man nicht zu sein, Jesus zu luten. Und in den Kampf sind diese neuen Christen hier. Und dann sagt der Vers 4, der sagt, alle Hiese waren von wem gebüht, aber die alles büt, ist Gott. Und dann sagt der Vers 5, der sagt, Moses wir wohl in Treue deiner von Gott, man sein ganzes Volk. Ich will hier sagen, das Part hier machen, weil der vertelt war von Moses, und der sagt, Moses wie in Treue deiner an Gott sein Volk. Das meint an Israel im Alten Testament. Moses wie treu. Okay? Kann ich Ihnen sehr, sehr wichtige Dinge lernen von diesem Guy, oder Person, die Hebräerbrief geschrieben hat? Das ist eine sehr, sehr weise Person. Der hat keinmal die Menschen, wenn der Jesus das hochstellen, der hat gleich alle andere verachten, was daran ist. Manche, dass der Luft Moses und der Luft in und der Luft in, kriegt es der Engel lufen, der Luft die gute Dinge, aber der sagt immer weiter, Jesus ist viel besser. Der Engel will Gott, aber Jesus ist besser. Moses will Gott, aber sie die Luft Moses. Moses will gleich in Dama. Aber Moses hat ein Ziel, der hat einen Zweig in das Leben. Zweig meint einen Purpose. Moses hat einen Purpose in das Leben. Wer kann mir ganz kurz sagen, was Moses sein Purpose wäre? Irgendwer? Weil lass mich in durch Moses sein Leben durchnehmen. Der wie sein erstes 40 Jahre, wie er hauptsächlich seine ganze Zeit in Palas. Der wie in Palas, weil der wie in eine hebräische Familie geboren, den war in eine kleine Kaufmann, schäle Verlängerung von dem Vater seine Dochterin. Dann war er in Palas gedreht und du, wie er dann stootje, dann war er drei, weil der war drei genommen, dann kam der war drei in Palas, aber ungefähr für 40 Jahre wieder in Palas, wo der abwaschen deit. Wie ein gottloses Volk. Wie dort Moses seinen Purpose, wie dort denn seinen Zweig von Leben, dort wir nicht. Because nur 40 Jahre dann ran die fort und dann wieder in der Wüste für die nächsten 40 Jahre, wo die schub werden und sich befreien. Das ist alles, was die da. Für die nächsten 40 Jahre. Wie dort denn sein Purpose? Weil wir sein einziges in seinem Purpose wird, dass sich die Wüste studieren, und man das Volk durchleiten. Und in den letzten 40 Jahren, was Moses deit, als das Volk in Ägypten rüberbringen, dass die Wüste lesen, nur Kanaan. Wie hat Moses seinen Purpose? Because nur 120 Jahre starb er. Was wie Moses sein Zweig? 40 Jahre in der Wüste, 40 Jahre in Palas, 40 Jahre in der Wüste, man geschoben in die Dinge, was er tut, oder wie hat die letzten 40 Jahre das Volk Israel nach Kanaan lernen. Was wird denn sein Zweig? Und ich wollte es das sein, nicht einfach dort wie Moses sein Zweig. Moses hat einen geraden Zweig aus einem Palas sein, der hat einen geraden Zweig aus einer Wüste sein, der hat einen viel geraden Zweig aus dem Volk Israel
von dit Land leiden. Wat wie Moses ihn zwagt, wat wie denn sein Purpose. Krijg wat dien Purpose ist, krijg wat mein Purpose ist. Und der sagt Jesus der sagt in der nächsten Part in Vers 5. Lass mich den ganzen Vers lesen, Vers 5. Der sagt, Moses wie wohl in Trühe deiner von Gott, man sein ganzes Volk. Dort wir aus den Tiken, sag mal mit dem Tiken. Der sagt, dort wir aus den Tiken, von dort wird noch einmal so gesagt werden. Moses, mit dort, was die deut, und mit dort gesagt, was die geben durch Gott, dort wir Tiken, für was noch ein Tag soll gesagt werden in der Zukunft. Dort wir sozusagen in Sehen von was viel geratet und viel besser, was ein Tag kommen wird. Kann das sein? Es kriegt so Paulus, dass eben sein, dass er sagt, dass Gesetz essen in Sehen, was du was besser wissen wird. Das Gesetz selbst wie nicht das große Ding, das Gesetz weiß den Menschen bloß, du wie noch was besser. In Moses, sein Ziel von Leben, wie basically in Sehen zu sein. Das Gesetz wie hauptsächlich in Sehen zu sein, und was besser und was geratet wissen, was da ein Tag kommen soll. Nu, dat is nog een beetje schwer te verstaan, maar ik wil je dat proberen te erklären. En ik vrees me dat die Kinder hier zijn, wenn jullie dat ever passieren, die würden gerastlich euch schmerz sein. Wer von jullie, wenn die noch mal für Vacation ist oder für Vacation fahren, dann wer bloß mal sagen, die wollen mal das Land fahren, die wollen fahren an der Beach setzen und für den nächsten Tag du bloß spielen und du sein, die freuen oder was immer. Und ich komme den Tag, wo die wollen mal das Land fahren, und dann do je all die Dinge en fertig nemen, je Taschen en je alles wat je wil metnemen, je zijn boezig, je wil moet voeren. En je komt toe, je dat eerste zijn van het land zijn. En dan zegt je in der, zo nu zijn we hier. Dan vaart je erop bij dat eerste zijn, dan haalt je de stel, dan zegt je nu hieruit. Kleider, je Taschen eruit, nu werden we hier van de werk zijn. Wer van jullie wordt het gleichen? China wordt het gleichen, wordt wie? Because das Zehn ist nicht Masatlan, Zehn wies uns nur Masatlan, wo das ist. In China von uns ist dumm genug, um sich dort denken, wie dann geht es dort. Aber wo viele Menschen haben wie von dir, wo viele Menschen hat wie dann, wo sich immer und nicht das Vollkommene holen, die holen sich bloß und dort, wo du anwiesen, das Vollkommene. Dort wird diese Juden echt Trouble wir. Die Zwiefelten, als die sich wollen unter Zehn holen nach immer, oder als die wollen wirklich mal du vorbeifahren in das vollkommene Leben kommen. Du wir wird beter in der Zukunft, wo die haben wollen, aber die hucken du alle an Hilden und die Zehn vor und sagen, das ist, was wir wollen. In 2000 Jahren nur, dass das Buch geschrieben ist, habe ich Hunderte und Tausende Christen und Kirchen, die sagten, die holen sich unter Zehn. Das ist so. Because wir holen uns an ein Wort, was du nicht Jesus ist. Wir holen uns an ein Wort, was du nicht das Beste ist. Wir holen uns an eine ganze Reihe von Dingen. Das ist ein Klima, das auf dem Eng von Strang holen und Proben festzuholen und lüren, das wird uns stärker bringen. Viele Menschen, die verluten sich auf eine Kirche. Viele Menschen, die verluten sich auf ihre Religion oder auf ihre Gemeinde oder vielleicht auf dem Ältesten oder wir verluten uns vielleicht auf unsere gute Worte. Das ist die Trouble, was diese Menschen haben. Und die wollen was trägen, wo die all diese Dinge wollen tun. Und der Schreiber sagt zu ihnen, du wird besser. Dort wie ein Tiken du hast, Jesus wird das Wirkliche, aber so sei es für Menschen, die halten sich da. Und so Moses, der wie ein Tiken, das Gesetz wie ein Tiken, nur ein wird besser. Moses wie nicht der Zweig, aber der weiß nicht der Zweig. Moses wie nicht der Grund für diese Menschen ihr Leben, aber der weiß nicht den Grund. Und wenn du weißt, was dein Purpose oder dein Zweig ist in das Leben, du hast eigentlich bloß ein. Und dort ist, dass du als Menschen nicht das Bessere wiesen. Nur, was gerade wiesen. Und was nu, wenn du das Buch all gelesen hast, Hebräer, dann weißt du all, was die wird sein, right? So Moses, dort wie ein Trüher deiner, und ganz Gott sein Haus, dann sagt er im Vers 6, ob Christus. Sag mal, ob Christus. Was wie Christus. Der hat uns gesagt, den traf nicht gerade ich, aber nu sagt er, ob Christus wie uns sehen. Das meint uns ein Jung, uns ein Family Member, treu über Gott sein Haus.
Ich will han sagen, hier steht je überdenken, because nicht bloß für lesen, das wird dein Leben ändern, wenn du das verstehen. Dort sage ich hier, dort sage ich in der Vergangenheit, dort sage ich, Moses wir trü über ganz Gott sein Haus. Das meint über das Volk Israel. Ihr schon mal, tausende Jahre drei. Aber bei Christus ist trü über Wort. Über Gott sein Haus, right? Wer glaubt ihr, oder was glaubt ihr, ist Gott sein Haus? Weil die Kirche, nicht, wo wir alle kommen sind als Mars. Diese Kirche ist nicht Gott sein Haus. I'm sorry, aber das ist nicht. Weißt du, wer Gott sein Haus ist? Dort sagt er in der nächsten Part von dem Vers steht, dort Haus sind wir. Wir als Christen. Weißt ihr, in 1. Korinther sagt Paulus zu den Korinther, dass die sind der Tempel von den Heiligen Jesus. Der Heilige Jesus ist Gott. Der Heilige Jesus wohnt in uns. Wenn wir wahre geboren sind, der Heilige Jesus wohnt in uns. Wir sind der Tempel, wir sind das Haus von Gott. So, nu wil ik eine Frau fragen, wer ist treu zu wem? Sind wir treu zu Gott? Oder ist Gott treu zu uns? Und das ist, wo wir sollen nicht auf jene Seiten bleiben, wir sollen anfangen zu brauen. Because das sagt nicht, dass wir sollen treu sind zu Gott, sagt das. Und so viel von uns haben die Bibel meest krijgt bloos tot gebruik om te uitvinden wat true we zijn zu Gott und wat true we kan zijn en hoeveel goud we kan doen. Dat is gezegd. Die willen zijn wat true Gott zu uns ist. Because dein Leben und deine Gerechtigkeit ist nicht abhängig von was du denkst. Das ist abhängig von was Gott hat für dich getan. Und dass du ein Akt worden zu holen können, wir wollen sein, wo true Gott zu uns ist. Nu, ich will han je sagen, und je brauchen nicht, aber wenn ihr das wäre, eine Not zu merken von das, das ist so wichtig, dass ihr das verstehen. Wir wollen treu sein zu Gott, wir wollen Gott tun, wir wollen ferne Wolken haben, wir wollen alles Dinge tun. Aber das Tag auf Gott zu tun, mit die sein, wo treu die so sind zu Gott, dass die dort einfach was merken. Das Tag auf zu tun, mit die Wiesen, wo treu Gott ist zu die. Und ich will Ihnen was lesen, was die nicht wollen, sei gleich, wenn ihr das bloß zuerst lesen, das steht, das sage ich, lass mich den Vers noch einmal lesen, was ihr das ganz merkt, die sagt, aber Christus, wir uns sehen treu über Gott sein Haus, dort Haus sind wir wahren. Und du kennst ein Wort, was wir sehr schwer schlucken können. Wir sind Gott sein Haus, wir sind Jesus sein Körper, wir sind der Tempel von Heiligen Jesus wahren. Und wenn du hier nicht abpassen willst, dann wirst du sein, wann Wort. Lass mich das immer lesen. Das sagt, wann wir dort vertrauen in der Friede und unsere Hoffnung festhalten. So, wenn du was festhalten kannst, wenn du dort was merken, wenn du was sagen, du nicht raken kannst, dann wirst du dort merken. Nu zijn we er twee door. Nu zijn we er twee in de glas naar je rutsch, wo es rein alles afhängig von mir. Du nu wat true ik was zijn, du nu wat Gott mir anneemt. Du nu wat fan ik was zijn, du nu wat Gott fan zijn zu mir. Wenn ich Gott leben war, dann wird er mir leben. Wenn ich nicht, dann wird er mir nicht leben. Das ist nicht, was der Tag sagt. Please, lest den Himmel. Der sagt du nicht, dass wir sagen, Gott worken, dann sagt er. Der sagt nicht, wenn wir wollen an den Strang anholen, und Gott tun, und genug Kraft haben und nicht loszutun. Was sagt er da? Please, lest das. Remember, das sind die Menschen, die wollen Jesus loszutun und treten das Gesetz gehen und waren das anholen. Die wollen den Mut merken, Lut von den Strang los und dort mal hier so an Jesus vertrauen. Und hört, was er sagt. Wann wir dort vertrauen in der Friede und unsere Hoffnung festhalten. Vertrauen in der Friede und unsere Hoffnung festhalten. Wisst ihr, dort in Vertrauen, dort hat Gott zu tun mit, wie viel Geld die kostet, aber dort hat von die selbst, dort hat zu tun mit losluten von, was die kostet in Vertrauen, was die andere Person tun, was getan hat. Hoffnung ist nicht eine Strategie, Hoffnung ist, kriegt das jeder aus Festhalten, Hoffnung ist losluten, in Jesus in hängen anleihen, in Vertrauen, dass der dort was tun. Ich will han sagen, das machen, because das Festhalten, das meint nicht, Festhalten an Gesetz, Festhalten an den Worten, das meint actually losluten und ab Gott verluten, vertrauen ab Gott. Und please lest das noch einmal 100 Mal eher, wenn ihr wollen, aber das kriegt, was das sagt. Und dort ist sehr, sehr, sehr gut nötig. Die setzen hier vielleicht und sagen, okay, so braucht wir dann nicht Gott tun, oder macht wir Gott tun, oder? Das weiß Jesaja Gott, dass wir sollen Gott tun. Das weiß Jesaja Gott. Weiß wie sei Gott, dass wir sollen an zu abstammen als Jesus.
Aber das hat nicht zu tun, dass du dort was in den Himmel merken oder nicht. Als du was in den Himmel kommen oder nicht, das hat nicht zu tun, mit wie viel Geld du hast getan. Das hat zu tun, mit wie viel von dir du was loslassen, in die bloß ganz in Jesus hineinhängen, fallen lassen, in Jesus vertrauen. Und ich weiß, hier sind Sachen von ihnen, die sind ja ein bisschen nervös und die sagen, ich soll das mal tun. Ich soll bloß mal von alles loslassen und Jesus vertrauen. Und ich weiß, ich kann das nicht sagen, wenn ihr nicht sagen, ihr wollt Plottisch lesen, dann merkt das nicht sehr viel Sinn zu ihnen, aber wenn ihr das kennen, ein System dann kriegen, das sei ja wichtig. Wir holen uns nicht unter das Gesetz, und das Schreiber will nicht haben, wir sollen uns unter das Gesetz holen. Das Schreiber ist ein Punkt, dass die sollen von Moses und das Gesetz losluten und bloß mal alles tachluten. In weiten, dass Jesus ist genug. Weiten, dass die genug ist genug. Weiten, dass die glauben an Jesus ist genug. Lass mich das sagen, dass ihr weiten, was ich hier geschrieben habe, sei es das Gesetz, das Gesetz ist eng von streng festhalten und Angst wünschen, dass die wohl niemals losluten brücken. Einmal gedacht, das Gesetz oder die gute Worte, das ist eng von streng festhalten und mit Angst wünschen, die wohl niemals brücken losluten. Wie viel von uns sind krieg hier so von dir? Wie viel von uns sind du, wo ihr mit Angst und das streng holen und du weißt dort, dass die Dinge, die du sind, nicht gut genug, um die in den Himmel zu bringen. Du prüfst, du schaffst, du das, aber du bist am Ende von den Strang und du weißt, dass was nicht kriegen. Ich brauche nicht in den Hängen abheben, aber ich will an Jesus diese Frau selbst fragen. Wie viel von den Dingen, die du das, als actually du tun willst, du weißt, dass wir den Himmel nicht merken? Hast du mal gedacht, dass wo wir würden oft sein, wenn wir ans Säuligkeit würden du abbühen, wie viel Geld wir tun haben? Hast du mal gedacht, wo schrecklich großen Trouble wir würden sein, wenn du probst, in den Himmel zu kommen, mit deinen Worten? Because wenn du in den Himmel kommst, mit deinen Worten, dann musst du mit dir selbst perfekt sein. Dann kostet du kein was Anrecht zu tun. Und du weißt sehr gut, dass du hast, du weißt sehr gut, dass du das. Wenn deine Säuligkeit abhängig ist von wo Gott du bist, dann wirst du das nicht merken. Und jetzt wird das Gesetz das. Wenn du dir unter das Gesetz holen, so dass diese Juden was wollen, dann darfst du das nicht aus Proben, die an diesen Strang festzuhalten, und am Ende weißt du, was nicht kriegen. Du wünschst, aber du hast Angst und du weißt, was nicht kriegen. Aber Hoffnung, so ist in den Sassen falsch sehe, das ist ganz anders. Hoffnung ist von den Strang losluten und an Jesus in den Hängen fallen und vertrauen, dass er was die holen und niemals losluten. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein großer Unterschied. Wenn du eine lebende Hoffnung hast an Jesus, dann lässt du endlich von diesem Strang los. Und du lässt die fallen und du bist bloß die selbst. Du weißt Gott, dass du lebst arg, du weißt Gott, dass du das Ding, was du nicht so tun. Du weißt Gott, dass du in Ältester, die nicht was in den Himmel bringen. Du weißt Gott, dass du nicht was die raten. Du weißt Gott, dass die gute Dinge, was die das wollen, die nicht raten. Du weißt sehr Gott, dass in der Bibel lesen, was die nicht raten, beten, was die nicht raten. Jesus rat. Und ich will den Mut merken, von der loszulassen. Loszulassen, in die Leute in Jesus in den Hängen fallen und vertrauen, so ist das erste Vers sieht. Mit dem ganzen Vertrauen, Gott vertrauen und weiten, dass der haftet. Das Text, was wir lesen von der hat nicht zu tun. Der hat nichts zu tun, mit wo treu du so sind zu Gott, dass du dort was merken. Aber der verrennt alles zu tun, mit wo treu Gott zu dir ist, dass du dort was merken. Jesus ist treu über uns. Jesus ist treu über seinen Tempel. Jesus ist treu. Du wirst nicht im Himmel kommen, was du getan hast, aber wegen was Gott zu dir getan hat. In deine Hoffnung ist bloß einmal losluten von allen anderen, die in Gott seine Hängluten fallen. Ich kenne eine Frau für ihn von der, und es ist eine sehr persönliche Frau, aber ich wünsche, du wirst die selbst sein, wenn ich diese Frau. Was ist dort und was du die von der holen lässt? Was ist dort, wo du die Hoffnung abhast?
Wat is dat actually wat die wat in Himmel nemen? Wat is dat wat die vertrouwen is, wat die eindig wat daar helpen? Wat is dat? En ik weet ganz genau, dat some van ons, we hebben vielleicht gesagt, wel, ik doe de Bibel lezen. Ik doe sehr veel beten, ik doe niet schwach voor, ik doe geld te doen geven, ik doe dit, ik doe ja, ik doe fan te mijn geschwister zijn. Wat is dat wat die wat in Himmel? En wat houdt die vast? En die dingen om wat die houdt, some van die vielleicht zijn dom, vielleicht is het zin, aber some van die zijn goedmelig, sehr gute dingen. Aber ik wil te die zijn, wenn du wirst in den Himmel aankomen, die was moeten abhieren met die dingen houden wanneer du niet Jezus bent. Die was moeten actually loslaten. Bloß loslaten en Jezus in de hang vallen en zeggen, ik heb genoeg van dit. Ik wil dat je worden opstaan. En während die van worship team hinabkomen, würde ik gleich dat je worden je uren van studie toemerken. We waren niet te je doen. Hier is geen magic wat er onjet. Ik wil bloß gleich dat je zwischen die en God, wo je die uren toemerken studie. En du wirst anfangen te beten. Because ik weet, er zijn dingen wat in die leven aangaan, ab wanneer du die hast verloren. Wir verloren uns auf alle Sorten für Dinge einzuholen. Wir verloren uns vielleicht auf uns Geld, auf Gesundheit, wir verloren uns auf Betrug, wir verloren uns auf unsere Eltern, wir verloren uns auf alle Sorten. Aber ich würde gleich noch die Wurst deine Hänge aufmerken von dir. Hol deine Hänge für dieses steht der Bär auf den Hängen. Und dann sei zu Gott, ich lud los. Ich lud von dir los. Ich lud von dir los von dem Sinn, was ich mitschlafen habe, was mich bohrt. Und ich lud mir in deine Hänge voll, Jesus. Ich lud von dir los, Jesus, von meine guten Worten, wo ich so lange und vertraut, dass die mir wurden durchhalten, mein Dach. Ich lud das gehen und ich lud mir in deine Hänge voll, weil ich weiß, ich sehe das sicher. Merk deine Hänge auf und sag zu Gott, Gott, ich lud von dir los, von all diese Dinge, die mir Angst merken. Ich weiß, Angst hat mich gedreven. Und ich weiß, ich habe die nicht vertraut, Gott. Und ich freue mich, dass du mir deswegen gut bist. Kriegst du das, du immer wirst. Und von der entscheide ich, von diesen Angst loszulassen. Und ich lade mir in deine Hänge vor, Jesus, und ich vertraue dich. Meine Hoffnung ist in dir. Und ich weiß, Gott, dass meine Erlösung, meine Säuligkeit ist nicht abhängig von wo treu ich zu dir sein, aber es ist abhängig von wo treu du zu mir bist. Ich kann nicht mal in den Himmel kommen, weil es was ich getan habe. Ich kann bloß dann in den Himmel nehmen, wenn ich vertraue, was du hast zu mir getan. Und das ist, was die Sehen ist. Vielleicht hast du wer von dir von jemand, was du sagst, ich kann noch einmal mein Leben mit Jesus hier geben, warum ich weiß nicht mal, was ich Gott sein Kind sein oder nicht. Wo steht in dein Herz, mit mir zu beten von dir, weil ich abstelle ist. Sag Jesus, ich danke dir, für von dir zu mir reden. Ich danke dir für meine Sinn sterben. Ich danke dir für alles vergeben. Und ich nehme das von dir an, dass du hast mich gereinigt. Dankeschön für mein Horten kommen, Dankeschön für mein Raden, Dankeschön für mein Kind merken, Jesus. Da bete ich in deinen Namen, Jesus. Amen. Ons heeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, maar ons te horchen. Onze Welt leeft van jou in Dienstenis en Angst en Armut. Wenn du einen Freund hast oder irgendwem weißt, wem diese Botschaft wird Maut merken, dann wird wir gleich noch die Wurst diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von diesen Jehen bist, wo lebenszeug ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, also deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle sonntagsmorgens Topklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du in dein Leben sehen in die Maut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Porte sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen, und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die will schlecht Porte sein von so einer Gruppe, dann finden uns nicht mehr, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, lebenskirch.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat.
Wenn die gleich in alle Weg an die Botschaften anzuwählen, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würde wir gleich noch die dessen subscribe, auch den Klinger drücken, dass dort was die dort anwählen.